ganz offiziell gesagt wird, dass die Stimme ein Instrument ist. Dazu gibt es 2 Anekdoten. Die eine ist die, in jeder Mail an eine gemischte Gruppe, wenn man ein Orchester und einen Chor hat, wird immer geschrieben, liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Sängerinnen und Sänger. Und das suggeriert immer so ein bisschen, als wären Sängerinnen und Sänger keine Musiker. Stimmt, ja. Und das ist ein bisschen lustig. Und genau, und die zweite Sache ist die, dass tatsächlich, wenn man gefragt wird nach dem Lieblingsinstrument, so wie vorhin zum Beispiel, dann wird es total oft vergessen, dass das Singen auch ein Instrument ist und dass das ist das Instrument, das wir alle mit uns rumtragen, das super individuell ist. Ich glaube, es gibt mehr Leute, die ihre Stimme nicht leiden können, als die diese leiden können. Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast aus der Reihe Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben. Heute am Mikrofon Jürgen Schaaf, Jasmin Schulz und Wolfgang Heilmann. Ja, unser Bezirkskantor aus dem Kirchenbezirk Germersheim und natürlich auch aus dem Kirchenbezirk Bad Bergsamann. So viel Zeit muss sein. Schön, dass du da bist, Wolfgang. Schön, dass ihr hier bei mir seid, weil wir nehmen nämlich in meinem kleinen Büro auf, wie mir vorhin schon mitgeteilt wurde. Das ist ja gar nicht so groß, aber es reicht gut für uns 3 hier. Mit Equipment. Ja, mitten im Herzen der Südpfalz hier in Kandel sind wir heute. Neben der schönen Georgskirche. Mhm. St. Georgskirche. Ich glaube, so viel Zeit muss sein. Wolfgang, du bist doch Bezirkskantor. Was macht denn ein Bezirkskantor? Ja, tatsächlich ist es ja schon wieder ein komplizierter Begriff, wie wir das bei Kirchen ganz oft haben mit Dekanat oder mit allen möglichen Sachen, die wir irgendwie benennen wollen, damit sie möglichst akkurat sind. Also erstmal bin ich Kirchenmusiker und das bedeutet, dass ich tatsächlich dafür verantwortlich bin, was für Musik in der Kirche passiert. Ob das jetzt im Gottesdienst ist oder bei Konzerten oder bei allen möglichen anderen Anlässen. Das haben wir dahingestellt. Und das Bezirk bedeutet, das, was du vorhin schon gesagt hast, dass ich eben nicht nur für eine Kirche zuständig bin, sondern dass ich auch für mehrere Orte ansprechbar bin. Das heißt nicht, dass ich jetzt Sonntagmorgens ich glaube, es sind 27 Pfarrämter, für die ich mit zuständig bin. Es heißt jetzt nicht, dass ich in 27 Kirchen Musik mache, weil das wäre ja ein bisschen komisch. Also schwierig. Was ist so die Hauptmusikrichtung, die du dann machst? Das kann ich nur schwer beantworten, weil es tatsächlich sehr unterschiedlich ist und sehr anlassbezogen. Also für einen klassischen Ostersonntag-Gottesdienst habe ich was anderes zu tun als bei einem Jugendgottesdienst zum Beispiel. Ist auch gut so. Die Hauptrichtung, irgendwas mit Kirche hat es meistens schon zu tun. Also jetzt wenig Black Metal zum Beispiel. Das machen wir jetzt eher nicht so viel. Wenn man aus dem Studium rauskommt, je nachdem, wo man studiert hat, ich habe in Stuttgart studiert, da ist man sehr, sehr klassisch geprägt, mit sehr, sehr viel Orgelliteratur, mit viel klassischer Chormusik, mit viel oratorischer Chormusik, mit tatsächlich relativ wenig Band, Pop, Rock, Musik. Das habe ich mir hier erst angeeignet. Also ich bin seit 2018 hier im Kirchenbezirk und das habe ich mir hier angeeignet durch Fortbildungen und durch anderen Unterricht und das funktioniert auch gut und es macht auch richtig viel Spaß. Jetzt am Sonntag ist Jugendgottesdienst mit Abendmahl und den Konfirmandinnen, Konfirmanden und da habe ich mit einem Gitarristen und mit einer Sängerin zu tun und wir haben gestern zusammen geprobt und da habe ich wieder festgestellt, dass das, was wir, sagen wir mal, klassisch ausgebildeten Musikerinnen und Musiker so brauchen, so Noten, einen Rhythmus, der festgeschrieben ist, das hat den Gitarristen so alles so gar nicht interessiert. Der macht sich seine Musik an und spielt das dann nach und da geht viel übers Hören und ich bin eher so ausgebildet, dass ich viel übers Lesen komme. Und das ist ganz interessant, wenn man das wieder zusammenfügt. Ich probiere mir das anzueignen und gleichzeitig werbe ich immer darum, auch bei meinen Orgelschülerinnen und Orgelschülern, dass ich doch sehr dafür bin, dass wir Noten lesen können und die dann auch umsetzen können und nicht nur vom Hören kommen. Ja, ich kenne auch einen Pfarrer, der ist ein super Klavierspieler. Der spielt dann Literatur vom Blatt, klassische Literatur. Bei Jazz
kann er aber absolut nicht nach Noten spielen. Da muss er es wirklich nach Gehör machen. Also es ist wohl auch wirklich möglicherweise A von der Ausbildung und B auch von der Musikrichtung abhängig, ne? Ja, total. Es ist gibt ja auch viel mehr Freiheiten. Also wenn ich jetzt einen Präludium von Johann Sebastian Bach spiele, da möchte niemand Freiheiten hören. Da möchten die Menschen das hören, was da steht. Also in der Regel. Also wenn jemand ungefähr weiß, was da kommt, dann wird man sich eher wundern, wenn da was anderes kommt. Wenn ich jetzt einen Jazzstandard habe, dann darf der natürlich interpretiert werden. Das ist ganz klar. Das sind schon große Unterschiede, aber das macht nichts. Das macht den Job total vielfältig. Ich habe mit unglaublich vielen Menschen zu tun, in Chören, natürlich bei Veranstaltungen, bei Gottesdiensten, und das ist eigentlich ein sehr schönes Zusammenarbeiten, weil die meisten Menschen, mit denen habe ich in ihrer Freizeit zu tun, und die machen das dann freiwillig. Und das ist auch ein Grund, warum ich kein Musiklehrer werden wollte, also in der Schule, weil das sind Menschen, die da sein müssen. Ja, in der Oberstufe ist es noch ein bisschen anders, aber in der Mittelstufe oder in der Unterstufe oder auch in der Grundschule, die müssen da irgendwie da sein. Leute, die stören, das klingt jetzt ein bisschen hart, habe ich in meinem Umfeld jetzt irgendwie gar nicht. Und Sag doch, motiviertere Menschen. ja, die Motivation ist schon eine andere, das ist gar keine Frage. Apropos Motivation, du hast doch gerade eben gesagt, wenn ich dann ein Präludium von Bach spiele, du spielst ja nicht nur Kirchenorgel, du spielst ja auch Klavier, Cembalo, glaube ich, habt ihr auch drüben in der Kirche. Ja. Was ist denn dein Lieblingsinstrument? Oh, das ist ganz schwierig, das kommt tatsächlich immer auf das Setting drauf an, was da jetzt einfach gut passt. Tatsächlich mache ich am liebsten nicht alleine Musik, und da ist das Instrument relativ egal. Ich habe in meinem Einstellungsgespräch wurde ich gefragt, ob ich Hobbys habe. Dann habe ich gesagt, ja, Klavier spielen. Und der Lacher hat funktioniert. Aber tatsächlich ist es schon so, dass sobald jemand anderes dabei ist, ob ich dann an der Orgel sitze oder am Klavier oder mit der Posaune oder singe oder dirigiere oder so. Gut, dirigieren macht schon Sinn, dass da noch jemand anderes dabei ist. Sonst ist es ein bisschen affig. Macht mir am meisten Spaß. Und da ist das Instrument relativ egal. Jetzt nochmal apropos Schule. Ich würde es gerne beherrschen können. Das hilft dann schon. Ja, apropos Schule, ich muss jetzt nochmal nachfragen. Ja, na klar. Apropos Schule, du hast doch trotzdem aber auch OrgelschülerInnen. Genau. Ich habe gerade aktuell 5 OrgelschülerInnen, 2, die momentan noch in der Schule sind. Das stimmt nicht, 3. Und 2 Erwachsene. Also Erwachsen ist jetzt bei mir nicht über 18, sondern Ü50. Oh, okay. Und das ist total spannend. Wir nehmen gerade donnerstags auf, und donnerstags ist mein Unterrichtstag, wo ich dann tatsächlich im Moment alle 5 SchülerInnen habe, und das ist eben von Schule 2. Klasse bis Ü60 alles dabei. So früh schon, ja? Und 2. Klasse Schule. Genau. Und das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Niveaustufen einerseits und andererseits auch sehr unterschiedliches Unterrichten, weil mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen die Menschen in den Unterricht kommen. Einerseits, was sie musikalisch schon erlebt haben, andererseits, was technisch möglich ist. Es gibt ja auch gesundheitliche Einschränkungen, dass einfach die Finger nicht mehr so gut gehen oder noch nicht so gut gehen, lauter so Sachen. Und dann auch total unterschiedliche Ziele. Und es ist sehr schön, ist natürlich auch anstrengend, und im Moment, im Winter, haben wir 2 Kühlschränke, also ich unterrichte in Bergzaubern und in Kandel, und ich habe zweimal Kühlschranktemperatur, also so 7 Grad oder 8 Grad. Schon gerade gedacht, was das denn für ist- Kühlschränke? Ja, es Aber sind sehr große Kühlschränke. Ziemlich eng, ne? ziemlich eng, ja. Nee, es ist viel Platz in dem Kühlschrank. Und Man nennt den Kühlschrank auch Kirche. ja, genau. Und das ist schon anstrengend. Ich habe irgendwie so 3 Stunden am Stück, das ist dann schon lang. Die Kollegin in Landau hat 4 oder 5 Stunden am Stück, und das ist schon echt, da muss man echt aufpassen, dass man nicht krank wird. Für die Schülerinnen und Schüler geht's, wir haben so Wärmewände an der Orgel, und das funktioniert auch. Das geht mal ein Stündchen da sitzen, aber dann 3 Stunden, 4 Stunden dann nacheinander, und dann schon anstrengend. Deswegen freue ich mich, wenn es wärmer wird. Also ich finde das schon beeindruckend, wenn sich Leute dafür entscheiden, wirklich auch Orgel spielen lernen zu wollen. Ja. War das richtig? Ja. Ja. Ja, ich finde das richtig bemerkenswert, weil das erfordert ja alles. Also da ist ja der ganze Körper irgendwie mit betroffen. Hände, Füße. Natürlich muss man auch überlegen, ne, was man macht, Ja. aber natürlich auch irgendwie beweglich sein so. Allerhand. Also man Ich sagt bin doch mal- nicht umsonst die Königin der Instrumente, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin mal vom Fahrrad gefallen, einen kleinen Unfall gehabt. Nichts Schlimmes passiert, aber es hat mir an der Hüfte wehgetan, und dann konnte ich 3 Tage nicht spielen, weil man nicht gescheit sitzen konnte. Also man muss schon sehr gut ausbalancieren da. Das Schöne an der Orgel ist, dass man eigentlich sehr schnell dahin kommt, dass es nach was klingt. Weil
ich drücke eine Taste runter und also im Gegensatz zum Klavier, wo man da schon sehr sorgfältig mit dem Anschlag umgehen muss, man muss bei der Orgel auch sehr sorgfältig mit dem Anschlag umgehen, bevor das jetzt hier irgendjemand Professionelles hört und sagt, Was erzählt er Wolfgang da? Hellmann will, dass man nicht anständig Orgel spielt. Nein, ganz im Gegenteil. Aber der Fokus ist ein ganz anderer. Und dadurch, dass wir über das Instrument einfach andere Möglichkeiten haben durch die Registrierungen, dass man sagt, guck mal hier, kriege ich einen Trompetenklang oder ich kriege einen Streicherklang oder einen Flötenklang und so, kann man eigentlich ganz gut Effekte erzielen. Im Gegensatz zum Klavier, wo es irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung schnell um Virtuosität geht, wo man sagt, hat jetzt jemand schnelle Finger, geht's bei der Orgel natürlich auch schnelle Finger kann man auch gut gebrauchen. Das ist nicht das Einzige. Und für das, was wir im Moment ausbilden, Klammer auf, ich bin der Meinung, wir bilden ein bisschen am Bedarf vorbei aus, Klammer zu, können wir auch noch drüber reden, kommt man eigentlich relativ schnell dahin, wo man hin soll. Also ich sage mal so 1 bis 2 Jahre kommt man so weit, dass man mal einen Gottesdienst spielen kann, vielleicht auch schon ein bisschen früher, je nachdem, was man halt so mitbringt. Wenn jemand schon Klavier gespielt hat, ist das ein bisschen einfacher. Da muss man sich dann dran gewöhnen, dass die linke Hand nicht mehr der Bass ist, sondern dass das die Füße übernehmen. So Sachen. Aber insgesamt kommt man schneller wohin und dann ist, glaube ich, das Plateau ein bisschen länger, bis man dann von da wieder weiterkommt. Und es kommt natürlich auch einfach drauf an, wie viel Zeit und Lust man zum Üben hat. Also wie viel man sagt, dass man da investieren kann. Und das macht im Winter schon echt wenig Laune, also ich selbst bin jetzt im Winter auch jetzt nicht der allergrößte Über, dass ich jetzt ja jeden Tag 3 Stunden da sitze und übe. Hast du nicht so eine Heimorgel da, wo du dann zu Hause üben kannst? Habe ich tatsächlich nicht. Ist auch im Moment zu wenig Platz in der Wohnung dafür. Wie ist das mit du hast gesagt, du hast ja schon zum Teil Menschen ab der 2. Klasse. Wie erlebst du die Motivation von den Kindern, muss man ja sagen? Unterschiedlich. Also ich unterrichte auch Musiktheorie und da habe da auch Schülerinnen und Schüler in, sagen wir mal, zwischen 7. und 13. Klasse. Das ist schon sehr unterschiedlich, weil die haben ja auch einfach noch was anderes zu tun. Also denen ist ja nicht langweilig in dem Sinne, schon ein bisschen, aber jetzt nicht, dass man da sitzt und sagt, was mache ich heute? Tatsächlich sehr unterschiedlich. Kommt auch darauf an, auf was die Bock haben, ob die sagen, ja, das spricht mich gerade total an. Das ist für mich das Allerschwierigste, tatsächlich da Musik zu finden, die dem Niveau entspricht, auf die Bock haben und das dann auch irgendwie auf dem Instrument darstellbar ist. Und nicht irgendwie denkt so, ja gut, was machen wir jetzt hier gerade? Du kannst es zwar spielen, aber es klingt nicht, weil dann müsste noch dies und jenes und das ist dann schon wieder zu schwierig. So. Kannst ja ein paar Pop-Songs oder so mit einbauen. Gibt ja zum Beispiel von Procol Harum. Whiter Shade of Pale ist ja wunderschön. Ich glaube sogar Bach oder in Anlehnung an Bach. Ich kenn's nicht. Macht nix. Ich war letztes Jahr bei einem Konzert von dir. Da hast du Filmmusik gespielt mit einem Kollegen, dessen Namen ich leider gerade nicht mehr weiß. Daniel Fleischmann. Grüße gehen raus. Ja, wirklich. Super. Also wunderbare Filmmusik. Auf der Orgel? Auf der Orgel. Auf unserer historischen Orgel, was tatsächlich nochmal eine Spur schwieriger war, weil die einerseits Windprobleme hat, wenn man mit zu vielen Register spielt. Und andererseits ist es nicht so richtig dafür gemacht und es fehlen ein paar Spielhilfen und meine Registrantin war doch sehr, sehr stark beschäftigt. Und was ist eine Registrantin? Das ist die Person, die die Klangfarben verändert, weil man hat beim Orgelspielen meistens beide Hände und beide Füße zu tun. Bei den moderneren Orgeln gibt es einen Knopf, wo man vorher eingespeichert hat, welche Klangfarbe als nächstes kommen soll. Bei unserer Stierorgel hier in Kandel, die von 1842 ist, gibt's es nicht. Also auch gut so, dass es das nicht gibt. Aber es macht dann so Crossover oder so modernere Programme, macht es dann ein bisschen anstrengender. Deswegen musste da Jasmin, nicht du Jasmin, andere Jasmin, sehr hart arbeiten, sehr viel hin und her wackeln von einer Seite zur anderen. Und auch genau wissen, wann sie welchen Zug da muss man mitlesen und dann muss man wissen, wo das wurde. Wir haben 28 Registerzüge, 29, 30, 31, 32, 33. Das muss man dann wissen, welchen man zur richtigen Zeit zieht, dass das dann passt. Ja, Jasmin hat gerade erzählt von dem Orgel Caron Abendkonzert, Schlagzeug was, genau. Ja. Mit dir und Daniel Fleischmann. Und du hast ja, ich sehe es ja hier auch liegen, schon das Jahresprogramm 2025, da hast du ja auch richtig tolle Sachen dir wieder ausgedacht. Das heißt, es gibt ja nicht nur Gottesdienst, den du spielst, sondern du machst ja auch noch Veranstaltungen. Ich erinnere mich noch an dieses wunderbare Lichtorgelkonzert, kann man wirklich sagen. Da hat wirklich der Künstler eine Tastatur so belegt, dass dann Lichteffekte per Beamer dann im Kirchenraum dann projiziert wurden.
super geniale Veranstaltung. Und du hast ja noch, was hast du denn dieses Jahr so im Angebot? Tatsächlich, den Künstler habe ich dieses Jahr wieder dabei. Der kommt dann Gründonnerstag, Karfreitag zu einem großen liturgischen Experiment. Wir spielen von Erik Satie die Vexation. Das ist ein Stück, das dauert, je nachdem wie schnell man es spielt, lang oder kurz. Aber man soll diese eine Seite 840 Mal spielen. Und wir richten es so ein, dass es am Ende des Gründonnerstag-Gottesdienstes beginnt. Dann gibt es an Karfreitag morgens einen Gottesdienst ohne viele Worte. Währenddessen wird die ganze Zeit gespielt. Und 15 Uhr zur Sterbestunde erlischt die Musik. Wir spielen also die ganze Nacht durch, zu dritt, jeder 2 Stunden am Klavier. Und dann gibt es dazu auch Lichtinstallationen von dem Kollegen, von dem du es gesprochen hast, von dem Kurt Lorenz Teinert aus Stuttgart. Das ist ein absolutes Highlight auf jeden Fall jetzt im ersten Halbjahr. Das zweite das ist in Bergzabern in der Marktkirche. Das zweite wird im Mai sein. Da machen wir ein spannendes Programm, das hat den Titel Leben. Da hören wir Musik von Heinrich Schütz, also aus dem 17. Jahrhundert. Und dazu gibt's Popsongs aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Und das verknüpfen wir miteinander und beschäftigen uns quasi. Also die Exequien von Heinrich Schütz ist eigentlich Beerdigungs- oder Sterbemusik. Aber jede Beerdigung ist ja auch eine Feier des Lebens, weil für die Beerdigung besucht haben, für die geht das Leben ja weiter. Und deswegen haben wir tröstende Musik ausgewählt. Und Jürgen ist auch dabei und spielt mit. Und dann, es gibt ein Fest 17. und 18. Mai. 17. in Bergzabern, 18. in Kandel. Das wird ziemlich gut. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da sind wir in Proben mit der Kantorei, hatten einen großen Probentag mit Referentin, die uns da die Stilistik von den Popsongs näher gebracht hat, weil die Kantorei doch eher auf ältere Musik spezialisiert ist. Ja, das war eine super Sache. Und hast du ein persönliches Highlight für dieses Jahr? So ganz die zwei sind schon mega und dann freue ich mich auf den Orgelsommer, wo wir letztes Jahr das Filmmusikkonzert hatten, gibt's dieses Jahr auch wieder 3 verschiedene Veranstaltungen. Einmal spiele ich, mache Per Gynt Suite mit und vorne steht Krieg. Genau, und vorne steht Benjamin Burkhardt, ein Kandler Künstler und malt 6 Bilder, während ich spiele. Das ist, glaube ich, ganz cool. Dann kommt mein Freund Johannes Fiedler im Orgelsommer und spielt Musik von Bach und Musik von ihm selbst, dass er improvisieren wird und man muss erraten, was von Bach und was von ihm ist. Es wird nicht so einfach sein, außer man kennt die Stücke von Bach, dann weiß man das schon. Und 2 Wochen später kommt dann ein Jazz-Trio und spielt auch Musik von Bach, aber bearbeitet eben für Jazz-Trio. Und dann gibt's noch einen Kollegen aus Graz, der Professor für Orgel dort, der kommt mit seiner Hammond-Orgel und spielt auch Bach und genau. Dann gibt's noch tolle Chormusik dieses Jahr. Der Stuttgarter Kammerchor kommt im September. Und dann kommt tatsächlich, das könnte man schon sagen, Highlight, haben wir wieder unseren Chortag. Da laden wir alle Sängerinnen und Sänger ein, und auch Bläserinnen und Bläser, Blechblasinstrumenten, die Lust haben, einen Tag mit Musik zu verbringen. Wir haben 3 Workshops, einen für Stimme, einen für Rhythmus und einen für die Blechbläserinnen und Blechbläser. Und das wird, glaube ich, ziemlich gut. Da bin ich sehr guter Dinge. Das ist am 27. September. Ja. Das sind schon feine Sachen. Gibt tolle Sachen. Das Programm gibt's auf meiner Website. Das verlinkt der Jürgen bestimmt in der... Absolut, aber wir können es ja auch mal nennen für alle, die jetzt nicht gerade... www.kirchenmusik-bza-ge.de wegen Bergzabern in Germersheim. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja. Genau, und es ist natürlich auch entsprechend in der Beschreibung verlinkt. Sehr gut. Wolfgang, du hattest vorhin noch gesagt, dass Jürgen auch bei einem Event mit dabei ist. Ihr 2 geht doch auch schon lang miteinander einen Weg. Ja, also eigentlich schon seit ich hier bin, machen wir immer irgendwas zusammen und seit 3 Jahren, glaube ich, fahren wir mit einem Konzept zusammen regelmäßig durch die beiden Kirchenbezirke, die heißt Sing Mit. Sing Mit ist ein gottesdienstliches Format, bei dem wir das so gar nicht mehr so neue Liederbuch bespielen. Das Wo wir dich loben wachsen, neue Lieder plus, das 2018 Advent rausgekommen ist. Und in Corona hatte ich das Gefühl, hatten alle das Gefühl, dass das Singen auf jeden Fall zu kurz gekommen ist. Und auch als es dann wieder erlaubt war, im Gottesdienst und in Proben und bei Konzerten, war mein Eindruck, dass der Gemeindegesang nicht gewonnen hat davon. Und dann war die Idee, dass wir mit neueren Liedern die Menschen wieder zum Mitsingen begeistern und sind dann immer zu 4 unterwegs. Der Jürgen, sein Neffe Jonathan, Evelyn Diener und die Frau von unserem Dekan und ich. Und wir haben jetzt bestimmt schon 15, 16, 17 Runden gehabt. Dafür, dass mal ursprünglich 3 geplant waren? Genau, sind wir jetzt eigentlich schon ganz gut am Start. Dieses Jahr sind wir an 9 verschiedenen Orten.
In beiden Dekanaten, beiden also Dekanaten, oder Kirchenbezirken, sprich Germersheim und Bad Bergsheimer. Am 9. März starten wir in Lingenfeld, am 12. März sind wir in Oberotterbach, am 30. März sind wir in Kandel. Es gibt's auch auf der Website die Infos. Und dann gibt's im Juni einen Termin in Wörth, im September einen Termin in Steinweiler, im November einen Termin in Erlenbach und in Winden. Ja, Genau. Wind. Das habe ich, glaube ich, alle. In Germersheim sind wir noch einmal. Genau. stimmt, bei Klangraumkirche, wenn es Bei richtig weiß. Klangraumkirche, Genau. bei Christine. Und da kann man einfach vorbeikommen und Unbedingt. fleißig mitsingen. Unbedingt. Genau. Es ist ja auch dieses Jahr die Stimme das Instrument des Jahres. Das ist insofern toll, als dass es tatsächlich, wie sagt man da, ganz offiziell gesagt wird, dass die Stimme ein Instrument ist. Dazu gibt es 2 Anekdoten. Die eine ist die, in jeder Mail an eine gemischte Gruppe, wenn man ein Orchester und einen Chor hat, wird immer geschrieben, liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Sängerinnen und Sänger. Und das suggeriert immer so ein bisschen, als wären Sängerinnen und Sänger keine Musiker. Stimmt, ja. Und das ist ein bisschen lustig. Und genau, und die zweite Sache ist die, dass tatsächlich, wenn man gefragt wird nach dem Lieblingsinstrument, so wie vorhin zum Beispiel, dann wird es total oft vergessen, dass das Singen auch ein Instrument ist und dass das ist das Instrument, das wir alle mit uns rumtragen, das super individuell ist. Ich glaube, es gibt mehr Leute, die ihre Stimme nicht leiden können, als die diese leiden können. Jetzt auch, wenn man hier in den Podcast sitzt, dann hört man sich selbst auch über die Kopfhörer. Und für mich selber war das ganz arg lang, ganz, ganz schwierig, die eigene Stimme zu. Also bis weit ins Kirchenmusikstudium rein hat mich das total gestresst. Mein Gesangslehrer hat immer gesagt, nehmen Sie sich Ihren Unterricht auf und so. Habe ich immer brav gemacht, nie angehört. Weil man möchte es nicht hören. Weil man hört sich selber ja über die Knochen und über das innere Ohr anders als andere Menschen über das äußere Ohr hören. Und das ist immer ganz unangenehm. Das ist beim Sprechen ja schon krass. Und beim Singen ist noch viel krasser. Und Singen ist einfach sowohl wenn man sich da tatsächlich zu entschließt, Unterricht zu nehmen, um die Stimme zu bilden, wie man so schön sagt, das ist eine ganz schön krasse Überwindung, weil das was wahnsinnig Persönliches ist. Es ist viel persönlicher, als wenn ich auf eine Taste drücke, in ein Instrument reinblase oder einen Bogen in die Hand nehme. Und das macht es unglaublich außergewöhnlich. Und ich glaube auch, dass kein anderes Instrument so berühren kann wie die menschliche Stimme. Dazu auch wieder einen ganz kleinen Exkurs. Orgelbauerinnen und Orgelbauer versuchen seit Jahrhunderten, die menschliche Stimme mit Pfeifen nachzuahmen. Die heißen dann Voix humaine, also menschliche Stimme, oder Vox humana auf Latein. Spoiler, klappt nicht. Ja, das sind meistens sehr quäkige Stimmen, die man jetzt nicht zwingend mit der Menschenstimme so direkt in Verbindung bringen möchte. Mhm. Und deswegen freut mich diese Wahl vom Deutschen Musikrat sehr, dass das wahrgenommen wird, dass das ein unglaublich wichtiger Bestandteil ist. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist, und dann dürfen wir gerne wieder überrascht, ist einer aus meiner Kantorei, der recht früh in Ruhestand gehen konnte aufgrund seines Jobs und der dann sich bei einem Projekt hier angemeldet hat und wirklich singen wollte, aber noch nicht wusste wie. Und er hat dann Unterricht genommen und der singt jetzt einfach richtig gut. Und ich finde es ganz großartig. Also auch mit Ende 50, Anfang 60 ist da überhaupt noch nichts verloren. Und dieses, ich kann nicht singen, ich kann das nicht unterschreiben, dass man nicht singen kann. Das kann jeder singen lernen. Die Frage ist dann nur ein bisschen wie lerne ich's und was will ich dann damit tun? Wenn ich jetzt sage, ich möchte auf der Opernbühne stehen, muss ich ein bisschen was anderes machen, als wenn ich sage, ich würde gern in einem Chor singen oder ich möchte gern mich mit der Gitarre selber begleiten oder wie auch immer. Und dann ist es auch eine kulturelle Frage, ne? Also Total. es gibt ja Kulturen, die die Stimme ja ganz anders verwenden, wie wir es bei uns im Umfeld hören. Also da gibt es ja Joiken in Skandinavien bei den Samen bis hin zu, ich glaube auch in Südeuropa gibt es da ganz eigene Techniken. Insofern ist schon spannend und interessant zu hören, was die Stimme da alles so machen kann. Die Vielfältigkeit eigentlich der Stimmen, ne? Das finde ich ist ja auch das Schöne bei jedem Chor, dass es da um eine Vielstimmigkeit geht.
Und wenn die zusammenkommen, da habe ich schon ganz oft so, also Momente gespürt, die mich wirklich zutiefst berührt haben. Ja, nicht nur als Zuhörer oder Zuhörerin, sondern auch, ich glaube, dass das denjenigen, die dann im Chor mitsingen und Teil des Klangkörpers sind, um es mal so auszudrücken, auch echt was bringt. Und Singen macht ja lustig und schlank auch. Und schlank. wenn man dann in der kalten Kirche im Kühlschrank steht und die Fettverbrennung entsprechend einsetzt, weil man sich einen abfriert oder was. Nee, Quatsch. Wenn wir mit dem Chor in der Kirche sind, dann ist die Heizung schon an. Wieso macht das schlank? Das macht überhaupt nicht schlank. Nein, aber man sagt ja schon, dass es gesund ist, dass es für die psychische Gesundheit sehr, sehr, sehr gut ist und dass es aber auch für die körperliche Gesundheit, also für Abwehrkräfte und so weiter, dass das schon gut tut, wenn man sich mit der Stimme beschäftigt. Stimme ist ja nicht nur die 2 Stimmbänder, die uns im Hals hängen, sondern da hängt ja viel, wenn manche würde sagen, mehr Körper als Stimme. Und das ist schon wichtig. Ja, also die Emotionen beim Singen total. Auch da 2 Gedanken zu. Der eine ist einer meiner ersten Momente, wo ich da wirklich von überwältigt war tatsächlich im Chor stehen. Dann war Brahms Requiem gesungen. Und in der Nummer 2 gibt es eine unfassbare Stelle, wo einfach ein Wahnsinnsklang. Und ich konnte da eine Seite nicht singen, weil mich das so erwischt hat. Das ist schon Wahnsinnsmusik, die einen da durchdringt. Und der zweite Punkt ist je nachdem, wie professionell man das angeht, darf einen das irgendwann nicht mehr berühren. Weil das ist schon so, dass Musik also wenn es mich selber bewegt, bin ich auf der Bühne an der falschen Position als professioneller Typ. Ich weiß ja, was kommt. Ich hatte mal mit einer Sängerin ein Programm hier, haben wir Passionsmusik gemacht. Es war kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine, 22. Und Arne Dembeck hat Texte gelesen und die hatte ich der Sängerin vorher nicht gezeigt. Das war keine gute Idee. Weil das waren ganz, ganz schlimme Texte. Einerseits schon seit 2014 aus dem Ukraine-Konflikt, der da losgegangen, sich zum wievielten Mal auch immer entfacht hat. Und dann aber auch ganz brandaktuelle Texte mit wirklich schlimmen Beschreibungen. Und die Kollegin musste danach eine sehr, sehr schwere Arie singen. Und das ist gar nicht gut. Also da muss man echt, ich habe auch nicht dran gedacht, der Arne liest so und ich denke so, das hätten wir vorher besprechen müssen. Ich musste mal bei meiner damaligen Freundin bei der Beerdigung ihrer Oma 2 Lieder, also Tears in Heaven und noch ein Segenslied spielen und ich saß da wirklich mit der Gitarre neben dem Sarg in der Kirche und das war wirklich der schwerste Auftritt meines Lebens, muss ich wirklich sagen, weil das wirklich sauschwer ist dann in so einer Situation, wenn man entsprechend emotional gefangen ist, ein Stück weit, dann das dann umsetzen muss. Ne? Deswegen, also das ist dann aber natürlich wieder eine andere Niveaustufe, wo man sagt, da muss ich die Emotionalität wieder rauskriegen aus dem System, dass es funktioniert. Aber zeitgleich ist es doch auch ein Wahrnehmen von jetzt der Sängerin, ich bleibe jetzt einfach mal kurz bei dem Beispiel, man muss doch auch irgendwie dieses Gefühl transportieren durch den Gesang. Also das heißt, einen professionellen Umgang damit zu entwickeln, dass man das zwar vermitteln kann, aber selbst sozusagen die eigene Betroffenheit zurückstellen muss in dem Fall. Auf jeden Fall. Ja. Das ist super wichtig. Aber ich vermittel ja, drastisches Beispiel, der Schauspieler vermittelt ja nicht, dass er stirbt auf der Bühne, indem er tatsächlich stirbt. Ja. Also, ja. Und der muss das ja auch jeden Abend machen. Ja. Und da muss man schon einen guten Abstand zu finden. Aber das Bewegende ist ja nicht, dass die Person das selber durchlebt, sondern dass das Publikum sich das nur einbildet oder vorstellt, dass das die Person da durchlebt. Und da ist, um den Bogen wieder zur Orgel zurückzukommen, da ist es an der Orgel, ist das ganz, ganz krass. Weil um einen gewünschten Effekt zu erzielen, muss man manchmal das Gegenteil von dem machen, von dem, was man denkt, das richtig wäre. Also weil das so eine technische Anlage ist und mein früherer Mitbewohner hat immer gesagt, Orgel, das ist so künstlich und so artifiziell und so. Das stimmt auch, ne? Also Singen ist viel direkter. Und deswegen, das funktioniert auch, dass ich quasi, wenn ich was leidend singen will, dann fühle ich mich leidend und wenn ich was fröhlich, fühle ich mich fröhlich und so weiter. Aber am Ende ist es eine Einstellungssache und eine Technik dahinter und die muss halt funktionieren. Und da muss man einfach schauen, wie man das gut macht, ohne dass man selbst dabei Schaden nimmt. Weil als professionelle Musikerin musst du halt das ein bisschen öfter machen als nur einmal. Deswegen, das ist spannend. Eigentlich ist die Stimme bestes Instrument. Und das hat man immer dabei. Man hat es immer dabei. Man kann natürlich krank werden. Ich bewundere da meine Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich vom Singen leben.
wie die durch so einen Winter wie jetzt kommen, der irgendwie gefühlt schon seit Anfang November kalt und ungemütlich ist und man ständig in geschlossenen Räumen ist und die ganze Zeit denkt, habe ich meine Maske dabei? Und irgendwie haben die Leute das auch verlernt, dass man Masken anziehen kann. In meinem Chor gibt es einen Apotheker, der hat gesagt, was die Leute ihm wieder auf den Tisch husten, ist unglaublich. Also Leute, zieht eine Maske an, wenn ihr krank seid und in die Apotheke geht. Die Leute wollen da auch wieder arbeiten. Du hast gesagt, ne, wir haben unsere Stimme ja immer dabei. Ich habe das jetzt nicht mit euch abgesprochen, aber die Frage vorhin kam ja auf nach deinem Lieblingsinstrument, Wolfgang. Jetzt habe ich an euch eine Frage. Was ist euer Lieblingston oder euer Lieblingsgeräusch? Könnt ihr das vormachen? Ganz klar, wenn eine Sektflasche aufgeht. Mach mal. Und dann einschenken. Das ist ganz, ganz klar. Gut, dass wir kein Bild mit dabei haben. Genau. Naja, Sektflasche aufmachen. Also kann auch alkoholfrei sein. Ich trinke sowieso fast keinen Alkohol mehr, aber das ist fantastisch. Großartig. Okay. Ja. Ich habe da gar keinen Favorite. Das hängt auch von der Stimmung ab, ne? Okay, ja. Und manchmal höre ich einen Sound und denke, oh, schön, cool. Was ich im Gegensatz dann eher wieder schlimm finde, ist, wenn du dann so einen Ohrwurm dir eingefangen hast. Kennst ein Lied oder hast ein Lied oder das kommt dann plötzlich aus dem Nichts und dann wachst du nachts auf und hast plötzlich genau wieder dieses Lied im Kopf, ne? Und es geht dann tagelang so, ne? Ich hatte mit einem Studienkommilitonen folgende Vereinbarung, dass wenn man einen Ohrwurm hat, dann ruft man den anderen an und singt es ihm vor und dann geht er weiter. Das ist richtig fies. Herrlich. Ist richtig fies, Funktioniert aber es? Ja. Ehrlich? Danke für den Tipp. Okay, zum Schluss unseres Podcasts noch eine letzte Frage an dich, lieber Wolfgang. Was war denn so dein lustigstes oder witzigstes Erlebnis in deiner Tätigkeit als Bezirkskantor hier in diesen beiden Kirchenbezirken? Ich muss aufpassen, dass ich keine Persönlichkeitsrechte damit verletze. Es gab da jemanden, der oder die? Ja, sowieso. Nee, das machen wir nicht. So Scherze machen wir nicht. Lustig. Also oder beeindruckendes könnt ihr auch sagen. Also lustig, tatsächlich gebe ich mir Mühe, dass jeder Tag irgendwie lustig wird, weil es sonst sehr anstrengend ist und das klappt eigentlich ganz gut. Also es gibt lustigere Tage und es gibt natürlich auch nicht so lustige Tage. Also beeindruckend an dem, was ich hier so tue, ist eigentlich eher ein längerfristiges Ding und weniger, ja, wow, das war jetzt eine tolle Sache. Und dass das jetzt so langsam hier ankommt, du hast das Jahresprogramm angesprochen, dass es hier gute Sachen gibt, dass die Spaß machen, dass wir hier außergewöhnliche Dinge machen, dass das so langsam bei den Menschen in Kandel, aber auch in der Umgebung ankommt, das freut mich schon sehr. Dass die Arbeit, die jetzt irgendwie seit 6 Jahren, fast 7, man sagt ja so schön, Früchte trägt, das will ich jetzt gar nicht so sagen, weil das trägt schon immer wieder Früchte, ne? Also es gibt ja immer wieder auf und ab. Aber dass das stabiler wird und dass man sich darauf verlassen kann, dass Menschen Lust haben, auf die Veranstaltungen zu kommen, dass Menschen das auch Kirche wieder, was heißt wieder, ich will da auch nicht zu viele Lorbeeren einsammeln, wieder positiv konnotiert wird und das ist mir schon sehr, sehr wichtig und das tut auch gut. Zum Beispiel letzten Sonntag, das sind ganz oft ganz kleine Sachen. Letzten Sonntag haben wir in Rheinshabern die Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt und die neuen, also die für nächstes Jahr. Und Johanna Baum und ich, wir haben mehr oder weniger unabgesprochen da so einen Erklärgottesdienst draus gemacht und haben den Leuten erklärt, jetzt passiert das und als nächstes passiert das und hier machen wir das, weil so und so. Und ich hatte das Gefühl, dass die Menschen, die da waren, das waren hauptsächlich eben die neuen Konfis mit ihren Eltern, dass die total dankbar waren, dass wir jetzt nicht, jetzt stellen wir uns hin, okay, gut. Oder okay, jetzt singt der Mann irgendwas. Oh, warum macht er das? Ja. Das war gut und das hat total gut getan. Und da sehe ich total Potenzial in meiner Arbeit, dass das eben nicht oben an der Orgel oder hinten oder sonst wo stattfindet und man sieht die Person nur kurz weghuschen, sondern dass das tatsächlich ein Mensch ist, der da sitzt mit einer Stimme, weil es heißt ja Kantor und nicht Bezirksorganist. Das ist mir auch relativ wichtig, dass das eine stimmliche Sache ist. Eine Freundin von mir hat sich tatsächlich so mal auf eine Stelle beworben. Er hat gesagt, ja, Orgel spielen kann ich schon auch, aber eigentlich bin ich hier als Singleiterin und ich würde gerne diese Stelle weg von der Orgel in Richtung ich singe mit euch machen. Der hat dann die Stelle nicht bekommen, aber auch nicht gewollt. Aber nicht deswegen, ich weiß nicht, vielleicht hat sie, ich glaube, sie ist selber auch, vor der letzten Runde hat sie gesagt, komm, macht euer Krempel alleine. Nicht. Genau, muss ja von beiden Seiten passen. Aber das ist tatsächlich, an vielen Stellen stellt man sich den Kirchenmusiker so vor, auch wenn ich das jemand fragt, was mache ich? Und so, du spielst Orgel. Ja, das mache ich auch.
aber eben nicht nur. Und vor allem nicht ausschließlich mit diesem Instrument, mit dieser Botschaft, die da auch dahinter steckt. Orgeln sind ja doch irgendwie sehr starre Wesen. Wuchtig. Ja, und auch manchmal ein bisschen zu laut. Und, ja. Und Pfeifen aus allen Löchern. Richtig. Und ein bisschen verstimmt. Genau. In was ist die gestimmt? 440? Nee. Naja, eine Orgel wird bei einer Temperatur, also bei zum Beispiel 18 Grad auf von mir aus 440 Hertz gestimmt und dann geht die mit jedem Grad ein Dreiviertel Hertz in die jeweilige Richtung. Also wenn du 18, 19 Grad hast, bist du schon bei 440,75 und bei 20 Grad bist du schon bei 441,5 und so weiter. Also da haben wir im Sommer hier schon viel Spaß, wenn wir mit anderen Leuten zusammenspielen wollen und im Winter auch, wenn es kalt ist. Im Moment sind wir 6 Grad, das heißt, wir sind 12 Grad unter den 440, das heißt, wir sind 8 Hertz runter, also bei 432 Hertz, dann wird jetzt zum Beispiel schon eine Oboe sagen, der ist sowieso zu kalt, aber wird schon sagen, das mache ich nicht mit. Und so weit raus geht's nicht. So weit geht's nicht, genau. Also, ja. Gibt aber auch Orgeln, die einen Halbton höher gestimmt sind, im sogenannten Chorton auf 465 Hertz, zum Beispiel in 65 sogar. Die sind dann einen ganzen Halbton höher. Und das war früher üblich so, hat man gemacht, damit man sich die tiefste Pfeife spart und die Gemeinde singt einen Halbton höher schöner. Schön war's, dass du heute mit dabei warst bei Klar. Intermezzo, dem Talk zwischen Rhein und Reben, direkt aus dem Herzen der Südpfalz hier in Kantel. Schön, dass du mit dabei warst, Wolfgang. Danke für die Einladung. Es war mein erster Podcast. Oh. Und vielleicht nicht der letzte. Und vielleicht nicht der letzte. Ja, schauen wir, was das Publikum sagt. Ihr könnt voten auf der 1. Jan Hülsheim-Meckler. Genau. Also erhebt eure Stimme. Genau. Wir sagen mit unseren Stimmen Tschüss. Wir, das waren Jürgen Schaaf. Jasmin Schulz. Und ich. Ach so, Wolfgang Heilmann. Tschüss. Intermezzo, der Talk zwischen Rhein und Reben.